Salut alle Guten, die Sushi-Fans, et ass soweit. Die neue Sushi-Essen zu Lützeburg-Karte ass du. Et sind lauter neue Elemente an dieser Karte dabei, die uns am Fong erlauben, flotten und gute Sushi-Restaurants zu finden. Fangen wir mit dem Allerwichtigsten an. Und zwar ist es nämlich so, dass die neue Sushi-Karte eine App ist. Ja, der könnt lo anfangen an den App Store gehen oder an den Google Store gehen und dann die App gratis raufladen und dann hat er Access auf die neue Sushi-Essen zu Lützeburg-Karte. So, ich weise euch in diesem Video die neuesten Features von der Karte und glaubt mir, das ist einfach mega. Für die Leute, die um iPhone sind, die gehen einfach an den App Store, so wie ich das machen, oder wenn der Android tut, dann einfach an den Google Play gehen. Den App Store aufmachen und da sehe ich dann noch Akademie, Kulinär, sicher. Und dann direkt hier eine App, das ist schon direkt mein, raufladen, das ist gratis. So, da wende ich die neuen Features von der App. So, hier machen wir einfach mal Notifikation ja, dass wir die wollen haben, weil ganz einfach, sobald ein neues Update da ist, dann kriegt er auch eine Notifikation geschickt, da wisst ihr, dass da noch ein Update war. Machen wir also autorisieren. Für uns zu fangen, wenn ihr an der Tab könnt, könnt ihr auf die erste Seite, das ist der letzte Tag. Und wie ihr seht, also der Kontinu von unserer Gruppe Sushi Essen zu Lützeburg. Das heißt, ihr könnt entweder über normal über Facebook anfangen auf das Gruppe kommen oder eben auch am Computer, im normalen Facebook oder eben über das App. Und ihr könnt natürlich auch von der App halt direkt anfangen, halt dran posten an der Gruppe. Genauso wie das gewinnt sieht, direkt teilen oder auch liken oder auch kommentieren. Das ist, was du musst machen, du musst dich dann denken, eben anzuloggen. Und hier ist Anfang die Knöpfchen rejoindre la Gruppe. Auch wenn er schon dran sieht, das ist nicht schlimm, der klickt darüber und der freut nicht nämlich auf euch anzuloggen. Das muss er just einmal machen und dann ist es gut. Wenn er bis dann angeloggt sieht, dann hat er eben genau dieselben Funktionalitäten, wie er eben gewinnt sieht vom Handy oder vom Computer aus. Dann gehen wir mal in das Menü, du musst einfach oben links auf die Knöpfchen drücken, auf die Runden mit den Streifen dran, da kommt er auf das Menü und da sieht er dann alle guten Elemente vom Menü, zum Beispiel Events, Sushi essen gehen, Sushi lehren machen, Sushi selber machen, TV, das sind alles was Videos ist. Ich lasse nicht dann einfach mal entdecken, wir gucken mal einfach mal das wichtigste Element und das ist am Anfang Sushi essen gehen. Wenn wir da drauf klicken, dann kommen wir am Anfang auf die Karte, so wie man dann gewinnt sie von Google Maps, just dass das heute eben von der Handy aus funktioniert und der sieht eben dann auch Location, wo der gerade drauf sieht, was nämlich praktisch ist, da können wir nämlich gucken, wie ein Restaurant handherum mich sieht. Zum Beispiel, wenn ich auf ihn klicke, da sehe ich da, das ist den Maison de Gourmet, den ist den 57. am ganzen Ranking. Also aber ein bisschen weiter weg, natürlich direkt hätte ich keine Lust oder ohne Essen zu gehen. Gucken wir einfach mal in heute. Das ist der SEO-Grill, den hast Nummer 5. Interessant. So, und Logo, das ist wirklich interessant. Da gehen wir auf den I. Wenn wir bis da vorne sind, dann sieht ihr, dass wir oben neben den Seoul-Grill, Platz Nummer 5, die Adresse, Last Update. Das heißt, seit dem 26. September habe ich für die letzte Anfang Votingen durchgeholt und die an Database dran mal dran geholt. So, und alles, wenn ich heute ein Update machen könnte, dann von heute hinstehen. So, dann haben wir den Ranking-Historie. Und hier sehen wir, dass er Nummer 5 war. Und die Evolution von diesem Ranking ist konstant. Das ist nicht wieder verloren oder dass aber auch nicht unter 4 kommt. Das ist einfach konstant. Average Votes. Das ist auch noch interessant, weil hier haben wir nämlich ein Sushi Train, ein à la carte. Wo Sushi Train heute nicht, dafür ist es 0. Und à la carte haben bis 3 Leute logiert, die Voting aufgehen haben. Und am Mayen also 52,60. Das ist schon gar nicht so schlecht. Was aber noch interessant ist, da sind 300 Likes und Dislikes. Weil wenn Leute nämlich voten, da gehen sie eben ihre Meinung dazu auf und da können noch andere Leute eben das unterstützen und sagen, das ist wirklich gut, oder Leute sagen, das ist wirklich schlecht. Wenn sie sagen, das ist gut oder sie liken nicht, dann zählt das Like. Den heute hat also 31 Likes gekriegt, die Leute haben das wirklich unterstützt, den Voting, wo die Leute gesagt haben. Und den Dislike 0, das ist eben das Kind, das bis so schlecht von wird. Also der Seoul-Grill, also ein Top-Adresse, da können ihr also ruhig in ihr gehen. Über jetzt, wenn wir da gucken, da sind so ein paar Pfeiler, wenn ich da drauf drücke, zum Beispiel auf die Links sind, da komme ich auf die Nummer 4, auf die Kimchi zum Beispiel. Da kann ich zurückgehen, Nummer 6, natürlich, ich kann da so hin scrollen und so, okay, was findest du den 6., was findest du den 7., das Happy House, den 8. oder zurückkommen, weil da können wir ein bisschen so hin navigieren. Gehen wir zurück an das Menü, über links, gehen wir zurück auf das Karte. Wenn du so fern durchsteht oder 6 oder 9, dann ist einfach nur für zu weisen, dass du auf dem Punkt, auf der Platz akkumuliert 34 Restaurants sind. Natürlich, wenn der geht, dann in dem Moment sieht das Punkte nicht. Lo, was noch interessant ist, an der links sieht er so kleine Rundel mit Striche drauf. Wenn er drauf klickt, dann kommt er nämlich auf den Ranking.
Von 1 bis, wie viel haben wir da im Moment? Das sind alle 50 Restaurants. Oh, da sind dann 20 Stück oder 15 Stück, die unranked sind, wo noch kein Erste war oder noch manchmal kein Ranking aufgehen wird. Und da könnt ihr euch einfach ein bisschen so durchscrollen und dann einfach mal in raussichten und so und hey, ich gehe gerne bei der Nummer 1 die sind. Das ist der coole Sache. Klickt da drüber, dann habt ihr genau dieselbe Info wie für drin eben. Ihr seht, dass die Nummer 1 war, schon lange konstant Nummer 1, dass ein Sushi-Train hört, à la carte hört, dass die Leute viel gewotet haben. Und das hört dann zum Beispiel 150 Likes gekriegt an ein Dislike. Da könnt ihr auch Karte gucken, wenn ihr auf Draht drückt, da seht ihr genau, wo eben der Restaurant ist. Wenn man da um zu machen oder eine Service-Nummer an den Internet sieht, von der so, was tut denn, wo guckt man, ob man eine Karte hört. So, gehen wir mal ein bisschen zurück. Wenn dann nämlich auch der Ranking hat, dann könnt ihr um eine Links, nämlich auf den Rundel des Kehr mit dem Pfeil drücken, zack, da kommt ihr zurück auf die Karte. Das nächste Element, was ganz interessant ist, ganz neu ist an dieser App, ist Sushi Trend. Das ist Uhr, wie der Sushi erste go und das ist da, wo wir im Moment sind. Dann neben unten klicken wir auf Sushi Trend und da sieht ihr dann einfach alle guten Modelle von allen Restaurants. So, und ich will einfach mal den Trend gucken vom ersten, vom Kudasai. Das ist Stippen einfach mal Kudasai, weil das seht ihr schon draußen. Wenn ich da drüber drücke, so, lo, komme ich am Anfang auf den statistischen Detail von diesem Restaurant. Das heißt also, wir sehen hier zum Beispiel den Total Votings, das ist das, von dem die Voten, die Leute aufgehen, aber immer auf die letzten 10 Leute, die das aufgehen. Wichtig ist nämlich zu wissen, wenn er nämlich ein Moyenne holt von zum Beispiel 100 Voten, voilà, dann hat der Restaurant zum Beispiel konstant 55 Punkte von den letzten 100 Voten. Aber die letzten 10, die Leute so, dass es gerade schlecht ist, dass es wirklich fürchterlich ist und dass es nicht so hingehen. Wenn ich dann ein Moyenne hole, dann sieht die Moyenne einfach, oh nee, das ist immer gut, geh ruhig hin. So, und das ändert sich schon nämlich. Weil du kannst nämlich gucken, die letzte Voting war nämlich hier oben, nämlich 52 gewesen, dann die nächste war nämlich 47, war ein bisschen Männer und dann 55. Und da sehen wir wirklich so die Moyenne à la carte an der Sushi-Train, wo die Anfang sind, wie die Votings Anfang sind. So, wenn wir da raufgehen, da sehen wir nämlich die Evolution von den Likes und den Dislikes. Und das Blut, also Anfang die Blutkosten, das sind Likes. Da wo man darüber drücken, sieht ihr alles ein Datum und auch wie viele Likes den Restaurant da in dem Moment gekriegt hat. Dislikes hat er gut gekriegt, also ist das wirklich bis eine gute Adresse. Und dann sehen wir dann die Relation zwischen Location und Service. Da sieht ihr alles, dass du 10 Punkte für die Location und 10 Punkte für den Service, am ganzen 20. Und dann hat er eigentlich so die 16, 15, 19 Punkte gekriegt, also wirklich top. Auch Präzision und Kreativität hat dann auch immer 18, 16, 18, also wirklich largement über der Moyenne, also den Preis-Qualität. Waren am Anfang den, wie viel Datum war das, den 19. und das 5. waren 14 Punkte gekriegt, 15 und können wir besser. So, der Tisch hat sich wirklich gesteigert, der Tisch, den Trend von diesem Restaurant ist exzellent, der geht wirklich noch hier und da könnt ihr wirklich lo im Moment hingehen, den ist lo in diesem Moment exzellent. So, du geht es just eine Sache zu machen, und zwar geht ihr lo auf euren Apple Store oder an den Google Play Store und dann lade ich die App auf, einfach nur Akademie Kulinaire sichern, da fand ihr meine App, die raufladen, das ist so gratis und dann natürlich nicht vergessen, mir ein Feedback zu geben, was haltet ihr davon, was kann ich noch verbessern. Und für also schon, vielmals merci für das Raufladen, merci für euer Feedback, bis geschwind, ciao!